Merci, Herr Präsident. Zter 4 Maint huet de Coronavirus als Landblo am Griff. Huet als Liewe verändert, a Fi allem huet den Wonnen geschloen. Net Wonne geschloen a Wonnen hanner los, an dat mischt noch immer nach. Wonnen net nimmen am medizinsche Sinn, mir am gesellschaftlichen, am sozialen, am ökonomischen, an am demokratische Sinn. An noch wenn man Teil zu Lützeburg fertig spricht und Deitlichkeit vom Virus an Grenzen zu halen, so werde we du hinner ganz batteren an Kollateralschied, so wie der Premier genannt wird, wären sind enorm. Das wat mir an die letzten 4 Monate erlebt hun zu Lützeburg, aber in unseren nopischen Ländern, das nicht mehr nicht Männer wie kollektiven Trauma. An Herr Präsident, et ass an dieser Krise viel mehr gegangen, wie nimmen Bekämpfen von einem Virus. Et war ein Stresstest für als Gesellschaft, an noch ein Stresstest für die Erde weiß, wie wir heute zusammen leben. Aber wenn wir dann ein Zwischenbilanz machen wollen, was schon der Sinn und Zweck von dieser Debatte ist, da könnte man auch Sachen feststellen, nämlich das, was gut funktioniert hat, was gut geklappt hat, und das, was nicht so gut funktioniert geklappt wird an dieser Krise. Man könnte feststellen, wie resilient für das Modewort dann zu benutzen als Gesellschaft ist, aber wo wir schwach sind, und also wo wir dringend noch bessere müssen, Sachen fundamental verändern oder vorstellen. Alles das hat der Premier gestern aber nicht gemäht. Und hat uns ein Erlebnisbericht aufgeliefert über wie dichtig die Regierung doch war, was Sachen gut geklappt haben. Und zu dem, was nicht so gut geklappt hat, hat ihn entweder nicht gesucht oder die Schuld bei anderen gesicht. Und das an der Debatte von den letzten Monaten immer froh abgeworfen ging von der Kommunikationspolitik, von der Regierung. Und ich will nur just ein einziges Beispiel aus dem Premiersinger Ried rausholen. Zu der Kollateralschied, die hin abgezählt wird, hat ich zitiere, Zahlen und Statistiken, die hier gesehen hat, genannt, über die Durchsetzung von häuslicher Gewalt und Cannabismissbrauch. All politische Fraktionen hier in der Chamber hat mehr wie einmal Justizminister, Chancengleichheitsminister gefragt, für uns Zahlen zu kommen, parteiübergreifend, dass immer gesagt geht, so Zahlen geht es nicht, der braucht die Welt nicht nur zu fragen. Also, entweder stimmt das, was der Premier gestern hier behauptet hat, und es gehen die Zahlen, aber dann hätte ich gerne, dass wir eine Kommission joint ist, und mehr als Deputierten die Zahlen präsentieren können, kriegen. Wenn oder das nicht war, dann hat man es mit einer Geschichte zu dienen, die nicht mit der Realität von unserem Land zu dienen wird. Die deux choses l'une. Ich hätte gerne eine Erklärung vom Premier Hanno. Herr Präsident, ich will aber mit der sanitären Situation aufhängen. Ja, wir hatten Chance, dass unser öffentliches Gesundheitssystem nach einigermaßen intakt ist, weil die Austeritätspolitik an den Geist vom New Public Management wie noch an den Debatten rund den Virage ambulatoire rumzufahren ist, zuletzt noch nicht auf die Spitze getrieben ging, sodass die ganze Boutique nicht zusammengebracht ist, wie verschiedenen von unseren nopischen Ländern an dem Moment, wo es akut geht. Ja, effektiv, die Situationen an den Spitälern, die die Limite von den Menschen wird überschreiten, wie Frankreich oder Italien, konnten hier verhindert gehen. Aber wir hatten auch Chance, dass kein von unseren 3 nopischen Ländern, aus denen der Gros von unserem Gesundheitspersonal op Lützeburg schaffen könnt, insistiert wird, hier Leute zu requisitionieren, für sie bei sich anzusetzen, wo die Situationen teilweise eskaliert sind. Es wird aber auch an gestern nach drüber geschwärzt oder viergestern gewiesen, wie groß die Fragilität von unserem Gesundheitssystem ist und die Abhängigkeit von eben der ausländischen Arbeitskraft, ohne die heute zu Lützeburg nicht gehen. D'ailleurs, auch ein ganz Ritt Leid aus dem sogenannten Schwarzafrika. Herr Präsident, es gibt aber unserer Meinung nur eine große Lehre aus der sanitären Krise zu ziehen. Und die besteht darin, dass wir nicht mehr dürfen, unser Gesundheitssystem so heraufführen, wie das an dieser Krise geschieht ist.
Es sind dat ohne Vierwürf. Und ich mengen, dass, wenn egal aus welcher Partei vielleicht den anderen an der Situation gewirrscht wird, hätten eine ähnliche Decision geholt. Man muss aber gesehen, so werdet auch gefordert wird. Doktoren berichten lo, dass der Zustand von ihren Patienten sich zum Teil deutlich verschlechtert wird. Gerade bei denen eleren und vulnerable Leute, also denen, die man eigentlich schützen wollten. Die Spitäler haben teilweise enorme Retarden mit ganz einfachen Angriffen, Retarden, die nach Meint abzuschaffen sind. Und dabei kommt auch noch, dass die Kommunikation von der Regierung der Leute gefiel konnte gehen, sie könnte nicht bei den Doktor oder d'Urgence mit ihrem Problem, weil es ging momentan Schlimmeres gehen, aber gleichzeitig als bei denen Leute natürlich auch Angst dabei kommen, sich eventuell umzustierchen. An die Retarden, die Silo abzuschaffen von engem Gesundheitspersonal an den Spitäler, was an den letzten Wochen am Mainz über hier Grenzen müssen rausgehen, die eigentlich physisch und psychisch schon unter Limit sind, gerade sie müssen lo alles das abholen, was durch Krise verlöscht ging. An der Teufel, wenn wir da wirklich sollten, am September, Oktober, am Herbst, eine zweite Welle sollen kriegen. Da müssen die dann nach mehr auf der Feld strehnen, nach ein Kehr den Kap hier halen. Und das ist am Ende die allergrößten Gefahr von einer zweiten Welle. Und das wirklich strukturelle Problem von der Logik, dass Spitäler so kosten effizient umgestaltet sind. Weil es fehlt uns heute zu Lützeburg am sanitären Bereich nicht um Material wie in anderen Ländern. Es fehlt uns nicht um Beatmungsgeräte, es fehlt uns nicht um Intensivbetten, es fehlt uns um Leute. Weil jahrzehntelang nicht an Leute investiert gouf. An Santé just als zu minimisierende Kostenfaktor ugesehen gouf. A grad hei bräuchte man einen dringenden Paradigmenwechsel. Aber vielleicht ist es die größte Lehre, die man aus dieser Krise ziehen. Herr Präsident, ja, wir hatten am Anfang von der Krise, vom Lockdown, Chance, dass man mit der Cargolux eine strategische Position konnte verteidigen am internationalen Ringen für das nötige Gesundheits- und Schutzmaterial. Und das ist auch gegangen, weil Cargolux zum übergroßen Teil ein öffentliches Aktionariat hat. Es war relativ einfach für die Regierung, die Beziehungen, die die Privatgesellschaft hat, zu viabilisieren, weil die öffentliche Hand mehr mies über Cargolux hat an die Orientierung von der Politik mitgestalten kann. Weil Lützeburg hat im Gegensatz zu Deutschland und auch Frankreich keine industriellen Aktivitäten, die spezifisch auf die Herstellung von Medikamenten und medizinischen Geräten ausgerichtet sind. Wir produzieren keine Impfstoffe, keine Masken, keine Atemgeräte. Wir bieten vielleicht steuerlich Vorteile für die Domizilierung von der Pharmaindustrie, aber das ist dann einfach alles. Aber wir sind also hier am pharmazeutischen Bereich abhängig von unseren europäischen Partnerländern, an deren sind abhängig von den einzelnen Produktionen, die ganz über die europäischen Grenzen hinweg ausgelagert werden. Über 80% von den aktiven Substanzen von den Medikamenten, die an Europa verschafft gehen, kommen aus China, Indien oder den USA. Auch da brauchen wir einen strukturellen Wandel. Und auch das muss eine Lehre aus dieser Krise sein. Herr Präsident, an der sanitären Krise wird Kooperation zwischen den europäischen Memberstaaten de facto nicht existiert. Großregionen als Groupement Européen de Coopération Territoriale als nach wie vor am Dornröschenschlaf an so Grenzen, die man erlebt haben, sind auch das Resultat von einer während 7 Jahre lang geförderter Politik von der Nicht-Großregion und von nicht grenzüberschreitenden Denken. Herr Präsident, auch im Bereich vom universellen Zugang zu der Pflege hat unser Gesundheitssystem seine Feier gewiesen. Auch schon vor Corona sind eine ganze Reihe Leute hier am Land durch das sanitäre Netz gefallen, die entweder ohne daheim, ohne paar Bayern, ohne Revenu oder prekär Beschäftigter sind. Das Vergessen, das Oublieren von unserem Sozialversicherungssystem gouf während der Pandemie nach einmal größeren gesundheitlichen Risiken ausgesät. Und auch für sie haben wir heute noch immer keine definitive Lösung von einer Couverture médicale universelle, wie man sie bräuchten. Und auch ohne Organisationen wie zum Beispiel Médecins du Monde wird die Gesundheit von Leuten ohne Sécurité sociale
sich selber an dem Zufall über losgehen, aber man könne froh sein, dass die Organisationen die Verantwortung überholen an den Druck gemäht haben, den nötig wäre, für denen Leute auch zu helfen. Weil, wie gesagt, auch lo aus mit Large-Scale-Testing für das Leid. Wie gesagt, aus für die Invitation für so Tester zu machen. Weil etwas muss uns klar sein. Der Coronavirus friert nicht nur einer Matrikül, ihr den irgendwie befällt. Dafür ist es wichtig, dass man die universelle Gesundheitsfürsorge hier zu Lützeburg endlich ausbauen. Herr Präsident, ich meine, dass man es bewusst gehen, dass man für einen schwach stehen. Entweder man gehen den Weg, wie verschiedene schon undeuten weiter von der Privatisierung an der Marktorientierung von unserem Gesundheitssystem nur ganz manageriale Kriterien, oder man dezidieren, effektiv aus der Krise zu lernen und das nicht zu machen, mit Zwang auszubauen. Als Link setzen wir uns für den Ausbau von der Sécurité sociale an der Erweiterung von der Offre aux Soins an dem generellen Accès zu gesundheitlichen Services bis hin zu einer universeller Gesundheitsversorgung. Weil das Sanitärkrise wird nicht nur unser Gesundheitssystem auf Probe gestellt, mit all Einzelne von uns, also ob seine Resilienz, seine Fähigkeit am Virus und mit den restriktiven Mesuren während dem Konfinement umzugehen, auf Probe gestellt gehen. Das Resultat davon ist eine Verschlechterung von der mentalen Gesundheit von der Population. Corona hinterlässt Spuren an der Geschichte als kollektiven Trauma. Der Premierminister hat gestern Zölle genannt über die Santé mentale von den Leuten, die nom Etat de Krise sanitär. Besonders die Jungen sind davon betroffen. Und aus dem Sondage geht dafür, dass Depressionen und Angstzustände zu Lützeburg am häufigsten vorkommen sind, nur Italien und Spanien. An den 3 Ländern und Leute sich an den ersten Wochen vom Konfinement extrem gestresst gefühlt, an Italien, an Lützeburg, wo sich die Leute am meisten noch allein gefühlt. Wir müssen uns bewusst sein, dass von den Kollateralschäden, die wir gerade durchleben, auch eine Zucht Detresse mental unter den Leuten ist. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir am Moment auf jeden Fall nicht die nötigen Infrastrukturen aufstellen und noch nicht das nötige medizinische Personal haben, für da umzugehen. Da klammen der Demande psychologischer, psychiatrischer Betreuung kommen auch schon vor Corona kämino. Und das ist eigentlich ein Scham, dass heute zu Lützeburg Konsultationen an der Psychologie, an der Psychotherapie noch immer nicht remboursiert wird. Herr Präsident, spätestens seit dem Bestseller vom französischen Ökonom Thomas Piketty wissen wir, dass die Ungleichheiten seit Jahrzehnten an den westlichen Ländern Europa gehen. Oft gouf an den letzten Monaten gesagt, dass die Covid-Pandemie das Ungleichheiten mit groß mischt. Ich meine, dass ich da der Gemeng, dass die Covid-Pandemie die Unterschiede mit deutlich und mit sichtbar gemäht wird durch die Krise, weil sie wären auch ohne die Covid weiter abgegangen. Und die Aussage ist richtig, aber wir sehen es auch schon. Ich Zöllen vom Arbeitsmarkt bestätigen es nicht. Sozialorganisationen wie Caritas schlagen Alarm. Und auch wenn die Informationspolitik vom Familienminister, vom Corinne Kahn noch ein bisschen mehr transparent wird wie die vom Kreml, weißt man auch wahrscheinlich, dass auch an den Sozialbüros auf den Gemengen immer mehr Leute im Hölle freuen. Die Lisa möchte schon durch eine Etüde, aber man muss die dann aufwerten, für weiter Abschluss zu kriegen. Ich will in Detail gehen, weil ich nach so ein, dass ihn durch den Covid mehr klare Blick auf die Ungleichheiten hört. Weil neben dem finanziellen Aspekt von Revenuen und Patrimoine geht der Blick auch mehr deutlich auf die ungleichen Lebenschancen. Und die gehen durch den Covid noch viel mehr ungleich. Lebenschancen, auf Französisch gewinnen so ein Champ des Possibles. Und da hat er gemeint, als ein gut Kante der Schulzeit, eine Ausbildung oder Studium, das ihn sich rausgesicht wird, aber die vielleicht auch noch passioniert. Eine Arbeit fanden, die ein anständiges Leben ermöglicht, als Sicherheit bietet an den verschiedenen Lebenslagen. Logement, was den Bedürfnissen entspricht, und vielleicht auch die Gründung von einer Familie. Und natürlich auch eine Rente, die in Alter und Dignität ermöglicht, an Infrastruktur, die Ende vom Leben, wenn der Körper oder der Geist nicht mehr möchte, was er will, den das abfängt.
All das Puzzlestecker, die ihr Leben lebenswert machen, sie leider an eiser Gesellschaft noch immer kein Rechter. Wir müssen aber gerade lo oppassen, dass sie nicht zu Privilegien gehen von immer Manner Leid. Wenn ihr also ein Bilan mischt oder ein Tischbilan, Lochans oder an ein paar Main, wenn man noch sicherlich mehr klar gesehen, was Konsequenzen von der Wirtschaftskrise sind, da muss die Regierung auch darunter gemoos gehen. Also da froh, ob es gelungen ist oder ob genug gemäht gehen ist, für zu fördern, dass genau das Toten so geschieht. Herr Präsident, den Premierminister hat gestern bedauert, dass eler Leid an Alters- oder Pflegeheimer sozial immens isoliert wären. Familienminister hat gesagt, hier gibt Tätsbrechen, wenn sie darunter denkt. Die Leute, sie vulnerabel, also sie müssen geschützt gehen. Da sind wir uns eins. Mir auch hier wäre es möglich gewesen, die Situation zu verbessern, an dem das Familienminister mehr klar und mehr verbindlich aussuchen in Richtung Gestionären gemäht hat. Und nicht immer nimmer Versicht hat, Responsabilität, zwar ob andere Ministerien, zwar ob Gestionären einzig und allein aufzuwälzen. Dann hat zumindest können verhindert gehen, dass überall andere Regeln gezählt hätten, an nicht teilweise zur Bühne kommen, wo Leute auf ihren Zimmern de facto angesperrt an übermeint aufgeschnitten wäre von der Außenwelt. Auch da muss für Zukunft gesucht gehen, dass es so Ausuferungen verhindert gehen. Der Chômage gouf vom Premier ugeschwert. Das ist sicherlich eine soziale und ökonomische Situation, die den Horizont für ganz viele Leute mit klein mischt. Mir hei lohnt es sich, Linz weit abzumachen, weil schon vor Covid waren wir über 15.000 Leute am Chômage. Teilweise schon lang. Die verlieren nur all Hoffnung auf einen Platz, erritschen nur aus dem Chômage an der Revis, weil Covid-Mesuren auslaufen, was der Chômage angeht. Viele Leute schaffen Halle, wann leben, du mit unter der Armutsgrenze, auch sie fanden Hai nichts Zusätzliches. Beim Chômage partiell konnten zwar viele Arbeitsplätze gehalten gehen, Leute mit kleinen Paiekuten 100% als Chômage ausbezahlt, aber trotzdem ist viel Revenu für die Stadt ausgefallen, besonders am Horeca-Sektor, wo das Personal auch seinen großen Teil von ihrem Trinkgeld lebt. Dass nur immer mehr Leute Sozialhilfe frohen, und das zum Teil für die erste Kehr in ihrem Leben, so wie Caritas rapportiert, als für eins, als ein Beispiel dafür, dass für viele Leute Existenzen im Spiel stehen. An Hammer all dene Leid leidt ganz oft die große Schied von der Logementskrise, die für viele Menschen, die Prä haben oder Loyer bezahlen, knallhart greifbar wird. Dafür verstehen wir auch, dass Gewerkschaften bei der Tripartite nicht isoliert über die Chômage schwätzen wollten. Das kann ich nämlich nicht machen, weil das Problem schon nicht an 2 Monaten verschwunden ist. Falls dann aber ein Kehr sollte verschwunden sein, hätte bis dahin eine immense soziale Schuld gerichtet, die nicht allein über derbisch zu beheben ist. Da muss ihn sich also los schon dagegen stemmen. Für einen Monat, Herr Präsident, haben wir bei der kleinen Chômage-Debatte auf Initiative von Herrn Spautz hatte ich von der Covid-Generation geschwärzt, also dem Fall Rechnung gedrohen, dass entretemps von 4 Jungen am Chômage ist. Aber wenn ich für Ruf von Lebenschancen geschwärzt habe, die riskieren zu verpuffen, da sind es die Jungen, für die das besonders zutrifft. Der Sprung an ein Studium ist schwierig. Aber in einer Stadt finden am oder just nur im Shutdown dann noch eine Wohnung. Der Sprung an eine Ausbildung ist immer mehr evident, auch mit mehr staatlicher Unterstützung für Betriebe, die ausbilden. Der Sprung an eine Arbeit ist ein für die meisten eine Sache von der Unmöglichkeit. Das Problem dabei ist, Berufsaufhänger haben keine Rechte erschafft, kriegen also kein Chômage. Sie sind im Prinzip auch zu jung für die Revis. Sie stehen also da mit nichts und müssen hoffen, nach daheim wohnen zu können. Wir riskieren also an den nächsten Wochen am Main Zustand zu kriegen, wie man sie bislang just als Dokumentationen aus anderen Ländern kann tun. Dem gilt es, viel zu greifen und auch schon energisch entgegenzuwirken. Aber wir sind uns auch bewusst, Herr Präsident, dass das keine einfache Aufgabe ist. Es kann in dem Problem sicher nicht mit einem einzigen Strich lösen. Und es kann noch nicht mit einem Vierterstrich eine Lösung finden,
die für Jidwein die richtig ist. Wir mengen aber, dass lo Zeit ist, dass es lo definitiv Zeit erreicht kommt, für verschiedene wesentliche Mesuren zu holen. Wir müssen Arbeitsplätze schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass Betriebe, die weiter Gewinner machen, kein Personal dürfen entlassen, weil das schon ein Schaden, was zu Diedling mit Guardian geschieht. Ein Betrieb, den noch immer Beneficer mischt, den all Jahr schwarz Zwille schreibt, do riskieren lo 450 Leute zu Diedling und zu Kerching hier Arbeitsplatz zu verlieren. Das kann nicht sein. Man muss noch darüber nachdenken, dass der Chômage partiell bis 2,5 Mal den Mindestlohn zu 100% vom Lohn ersetzt wird. Und nicht just bis 80%, wie das bislo beim Mindestlohn war. Weil ein Staat mit einem Revenu von 5.000 € kann nicht einfach mal so auf 1.000 € verzichten. Wir meinen noch, dass durch die exzeptionelle Situation das Recht auf Chômagegeld muss verlängert gehen. Für auch das, für zu verhindern, dass Leute ohne Arbeit lösen aber sicher immer mehr an der Revis rutschen. An der Revis selber muss abgesagt gehen, ob der Armutsgrenze, für das ein dezent Leben überhaupt ermöglicht. Der Mindestlohn muss erhöht gehen. An all die Mesuren, die ich noch genannt habe, die Dinge just dazu, dass die Kaufkraft von den Leuten an die Blut geht und damit auch der Reprise zu gut kommt. Aber wir meinen noch, dass die Garantie Jeunesse endlich muss Recht gehen und nicht just eine gute Absicht. Das heißt, dass alle Jungen noch 4 Monate eine Arbeit oder eine Formation muss kriegen, die auch bezahlt ist. Wenn der Privatmarkt das nicht hier geht, da muss der Staat allgemein aktiv gehen. Das kannst du tun. Ja, mir das ist eine Investition an Zukunft der jungen Leute, die Unterstützung, das ist eine Investition an Zukunft, dass die jungen Leute die Unterstützung erfahren an dieser schweren Zeit. Sie werden der Gesellschaft drin gehen, an das über Jahrzehnte. Weil wir brauchen alle gut die Leute. Schon vor der Corona-Krise war unser Land für große Herausforderungen gesagt. Große Herausforderungen, die nicht nimmen, aber auch mit dem Klimawandel zu dienen und die damit zu dienen haben, dass wir unser wirtschaftlichen, unser Sozialsystem komplett umkrempeln müssen und eben justement mehr resilient machen. Und für das gelingen kann, da brauchen wir Jidverein. Da brauchen wir alle gute Leute, die auch riskieren, hier Arbeit zu verlieren, für den Transformationsprozess so durchführen zu können, dass als Gesellschaft auch ob zukünftig Schocken für Bereders, an der als Gesellschaft überhaupt auch für die nächsten Generationen nach lebenswert ist. Herr Präsident, wir mengen, dass an dieser sanitären Krise viel Leute sich vorgestellt haben und auf die Konklusion kommen, dass ein weiter so nicht mehr drohbar ist. Die Allordnung ist bewiesenermaßen unfähig, die soziale und ökologische Herausforderung von unserer Zeit zu meistern. Wir brauchen eine fundamentale Wesel an der Art und Weise, wie wir als Wirtschaft und als Gesellschaft organisieren. Das Problem ist aber, dass wenn wir die Regierungsaktion gucken, da schenkt es, wie wenn sie aber wie schnellstmöglich drin zu aller Routine zurückkommen und nicht politisch Konsequenzen oder politisch Lehren aus dieser Situation ziehen. Sie setzt bei der Relance Ökonomik für allem auf Staatshilfe für Großbetriebe und letztendlich Kaufkraft von den Leuten zu stärken und annulliert auch nach Steuererleichterungen für die schaffenden Leute. Die Majorität votiert während dem Konfinement des CETA-Accord, also sie hält darauf fest, dass der Rentefonds knastig Multinationalen investiert, auf ihre kurzem Go all der Rimmenkehr Gesetz verabschiedet, dass Multinationalen als Superreicher bei der Steueroptimierung hilft. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile hier in der Chamber Roll Gesetzesprojekte am Militärbereich leihen, die am ganzen 1,1 Milliarden € kosten. Der Minister Lex Dallas hat gestern ein Resümee gemäht, was dann die Hilfe für die PME zu Lützeburg ausmachen. Das sind 90 Millionen €. 1,1 Milliarden für Militär, 90 Millionen für die PME. Und das ist ein krampfhaft Festhalten und allen Denkmustern, die uns nicht weiterbringen. Die mittlerweile bald 40 Jahre alte Ideologie vom Neoliberalismus hat nicht mehr am 21. Jahrhundert verloren. Weil wollen wir wirklich weiterführen mit der hemmungslosen Ausbeutung von der Natur an den Erbestoff der ganzen Welt? Oder wollen wir das mit starken Regeln endlich unterbannen? Wollen wir wirklich weiterführen
d'öffentlich Service aufzubauen, an Druck an der wieder zu liberalisieren, an zu privatisieren, oder soll man nicht au contraire die öffentliche Service an am Interesse von der Allgemeinheit stärken? Will immer weiterhin ënner der Fuchtel stoen vun den Casino-Finanzmärt oder will man weiterhin eng international Handelsordnung opbauen, die en sich allein op die Groß multinationalen zugeschnitten ass? Will man weiterfuhren die Großsozietäten an ultrareicher mat Steuerkadoen sie verschëden, während die größten Deel von der Bevölkerung ennner der Spurpolitik ze leiden hat an die Legalitäten immer mi groß gin. Ja, wir sind noch immer Matzen dran an der sanitärer Krise. Man verstehen auch, dass ich nicht zu diesem Zeitpunkt schon kann neu politisch Orientierungen präsentieren. Mit geht auf so Zeit, dass die Regierung endlich Signale für sich gibt, dass etwas aus dieser Krise gelehrt wird. Und ich meine, der will den Spall abhalten, ich meine aber, dass den Hai aber noch etwas muss sagen. Schon pur Leute Firma und immerem probiert de Leiit Angst zu machen mat dee Schulden an dem Schuldebiersch déi op Eisgif durchkommen. Ech mengen, dat déi Suen die Haut investiert gin, die sowieso net alle Schulde sinn, weil die meescht von denen Suen von dem größten Hëlfspaket dat sie Suen, die zurückkommen, dat sinn Emprunt, dat sinn just Stundungen, wo Kotisationen respektiv Steuern no bezölt gesinn. Dat wat Regierung wirklich un direkten Suen aus dem Staatsbudget gëtt als wesentlich Manner, mir natierlech muss man Schulden opholen. An die Schulden, die höllen man net op zu lascht von den nächsten Generationen. Die Schulden, die höllen man op fir Zukunft von den nächsten Generationen zu präparieren. Weil die gräste lascht, wenn man so giffen eng Deitsch Politik, Finanzpolitik vierstellen, wie den Herr Schäuble se gemäht huet von der Schweizer Null, die huet dazu gefordert, dat eben net an Zukunft investiert ginnners. Dat Deutschland de riese Rückstand huet, wat se Kapitalstark ugeht, dat wat seg Bricke, seg Strosse, seg Infrastrukturen opgeht. Dat sie suen a Schulden, verstoppte Schulden, die en och mat enger Schweizer Null kann hhöllen. Dëffer as Investitionen, konsequent Investitionen vun der Regierung as die richtige Weh. Aber man sollen auch nicht Angst hun dat zu machen. Man muss just gucken bei den Resetten, wo dann op der anderen Seite zu hier kommen. Und du hast der Moment noch immer so, dass 2/3 von den Resetten von den Leuten hier kommen, dann 1/3 von den Resetten könnt von den Betrieben auf dem Kapital. Das war auch schon modernisch, denke ich. Ja. Das hat sich bis dahin entwickelt. Und da muss man so sicher gehen, nämlich da, wo sie auch richtigerweise zu finden sind. Herr Präsident, während dem Konfinement war ganz tags de Mot d'ordre an dat wat vu vielen an noch aus den unterschiedlichsten Parteien gesot gin als de Mot d'ordre Solidarität. An die Solidarität, die zählt auch am Dekonfinement, vielleicht sogar méi stark nach wie sie am Konfinement gebraucht gin ass. Wir hunn no 4 Meint an schon dat probéiert an de letzter halber Stunde bisssen opzuweisen, viel Schwächten gesinn von dem Modell Lützeburg. Wir haben gesehen, dass man auf ganz viele Plätzen nicht resilient ist. Ich meine aber, dass die letzten 4 Monate doch gewesen haben, wo das Lützeburger Modell stärkten hat. Und das sind die Leute, die hier wohnen, leben und arbeiten und die Stärkten ausmachen. All die Leute, die hier am Konfinement die essentiell Arbeiten durchgeführt haben. All die Leute, die dafür gesorgt haben, dass das Land weiter funktioniert, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, dass das Nahrungsketten nicht unterbracht gehen. Leute ganz tags mit ganz niedrigen Löhnen, sogar mit ganz schlechten Arbeitskonditionen. Sie, die Leute, das stärkt von Lützeburg. Das sind Leute mit unterschiedlichster Herkunft, die irgendwann einmal auf Lützeburg kommen sehen, wie alle Menschen mit Wünschen, Träumen und Hoffnungen. Und sie machen das aus, ob das wir bauen müssen, für als Gesellschaft sowohl zu verändern, wie auch mehr resilient zu machen. An Diskussion muss man feiern, für diese Leute nicht nur symbolisch zu klappen, aber ihrem Ausspruch gerecht zu gehen, ob ein anständiges Leben und eine anständige Lebenschance für sich und für ihre Kinder. Merci. Très bien. Merci vielmals, Herr Marc Baum. Und als nächster Redner hören wir den honorablen Herrn Sven Klemmer. Herr Klemmer, die